Wem müssen sich Ulle für Deier aus dem Gasfrischer Asyl zu kreieren? Ob die froh und Tanja und Jan eine Antwort. Bei diesem kahle Bier, der Hummer ist Weg von bis zum Lehrer von Gasfrisch. Wir wollen heute rausfinden, wie das genau auflebt, für einen Deier bei sich abzuholen. Und dafür fragen wir an den Ferrer. Hey, Hanna, da ist gesehen, die Foto von den Hund. Aber was für einem Raum sind wir da hier? Wir haben am Anfang so, wenn die Leute kommen, dann dirigieren wir sie an die Rezeption. Weil da können wir schon die Leute ein bisschen fragen, für was sie überhaupt kommen. Ob sie für einen Kerl oder für eine Adoption von einem Mupp ist. Aber wenn es dafür für einen Hund, dann sind wir am Gang, dann haben wir wie soll ich so Leute schon zu broden. Oder was wir für dich mal machen, das ist, wir fragen die Leute, was für einen Mupp sie interessiert, oder was für einen Rasse, oder welche kleinen, großen oder mittelgroßen, oder sie suchen noch Katzen. Das nicht alle Hunde, die sich mit einer Katze verdreht. Und dafür ist am Anfang gut, wenn die Leute in die Rezeption kommen, da können wir am Vierfeld mit schwätzen. Und da können wir auch ein bisschen, sind wir auch ein bisschen dirigiert, für was für eine Direktion, was für einen Hund können wir vielleicht bei den Leuten gehen. Oder oft davor wir auch schon, oder Erfahrung mit den Herden schon einen Mupp, das mit den Kannern. Das ist immer eine Sache, da sind wir auch viel mehr streng, weil wir haben ganz viele Muppen, die hier sind, die wir leider nicht, wir können an eine Familie mit kleinen Kannern gehen. Aber für was? Weil eben die Kanner, ohne zu wollen, vielleicht den Hund ein bisschen wege und gepiesackt tun, an den Hund, der verhält das. Ne? Das heißt, dass wir, wenn wir die Geschichte wissen, vermeiden wir den Hund, immer eine Familie zu geben, wo wirklich kleine Butze sind, wo der Hund ist. Dann gehen uns Leute den Hund sichern, und die Leute können dann mit dem Hund, den froh spazieren gehen. Dann machen wir eine Enquete weiter, das heißt, wir schreiben alles ab von den Leuten. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir denken, okay, oder wir werden doch schon da gucken, da kriegen die Leute den Hund auf Probe. Also die Probezeit, die besteht so zwischen 14 Tagen, auch bis 3 Wochen. Aber die Leute dann eins gehen am Mupp, dann so, und der Mupp, der bleibt bei uns, und das ist tipptopp. Dann machen wir den Kontrakt, und dann ist der Mupp dann zur Adoption dann frei. Der hat uns viel über die Adoptionen von Deieren erklärt, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten für einen Deirenheim zu unterstützen. Was fängt wir da? Ja, also was wir auch angefangen haben, das ist, dass die Leute spazieren gehen mit unseren Muppen. Ne? Und das ist von Montags bis Samstags von 2 bis 5. Da können die Leute dann tröppeln, eine halbe Stunde, eine Stunde oder auch mehr lang. Wir haben da eine gewisse Hausregelung, wie wir das nennen. Wenn ihr hier auch kennt, dann soll ich noch an die Rezeption kommen, muss ich eine Carte d'identité lassen. Und was ganz wichtig ist, muss ich 18 Jahre haben, für den Hund auszuführen. Weil das ist an der Hinsicht wichtig, wenn etwas NRW passieren, dann ist keine Assurance und das ist keine Responsabilität, die das aufdeckt. Mit einer wird die Leute können ruhig mit Kindern spazieren kommen, aber sie müssen den Hund an der Linke haben. Und das ist ein ganz gutes Sache, so kommen uns Muppen raus, weil die nach Menge von Unterstützung. Also wir sind über all Don froh, weil wir leben noch nicht mehr davon. Wir haben ja ganz viele Ausgaben, das heißt Veterinärsohnkästen und so weiter. Ich meine, dann muss immer sich an das viel Frupsi an am Wand mit der Heizung. Also es kostet schon. Und da sind wir ja am Gang, das neue Asyl zu bauen. Und das finanzieren wir ja am Anfang. All Euro ist willkommen. Und wir haben Gott sei Dank ganz viele Leute, die uns da unterstützen.